Prime Sahur vs. the Hulk, Law Accurate. Digga! Ich muss... Bro, wisst ihr, dass es Tung 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 Sahur schon 2016 gab? Ich habe heute mit der Freundin von meinem großen Bruder geredet, die meinte irgendwas von dem Stickman. Und dann hat sie so gegoogelt. Digga, das ist Tung 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 Sahur von 2015 sogar. Junge, holy shit, warum hat das keiner gefunden damals? Also ich kenne das nicht. Sie hat mir gesagt, wir hatten so die ganze Zeit mit so einem Zahnstocher gespielt, auf einmal redet sie von Stickman. Ich dachte so, hä? Wer ist Stickman? Dann googeln wir, Digga, Tung 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 Sahur? Bro, what the fuck? Peak Buch? Ist das ein Buch oder ein Film? Das ist nicht Triple T? Doch? Das ist aber Kindheit? Ich kenne das gar nicht, Digga. The train goes back to 2027. Hä? Oh nein. Bro, dieses... Warte. Dieses Meme wurde schon 100-mal predicted, dass das irgendwann kommen soll und es ist immer noch nicht gekommen. Digga, reicht mit diesem... Was auch immer das ist, Digga. Keine Ahnung. Reicht. Google mal mein Freund Knerten. Mein Freund Knerten. Ach du Scheiße, wir haben schon wieder eine Tung 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 Sahur. Digga, fuck, Bro. Warum gab es so viele Tung 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 Sahurs, Digga? Bro, Triple T hat krasse Lore. Triple T hat eine Freundin? Wow, okay. Okay. Ich fühle die Aura durch die Pixel. Schon streamen? Wieso dürfen 11-Jährige schon im Chat sein? Meine Oma kann das besser, ja dann herzlichen Glückwunsch. Let's go. Hol deine Oma her und wir daddeln zusammen Gitarre. Drück mal Alt F4 für gratis Pizza. Ich drück Alt F4 für gratis Bannen. Herzlichen Glückwunsch. Oder ich sage, Tim Gio ist im Revenge Arc gerade. Tim Gio Revenge Arc. Und ich liebe es. Alter, wurde ich gestern oft angesprochen auf Tim Gio, Bruder. Ich kann nicht mehr. Digga, diese TikToks mit diesen Clips, wo ich drauf reagiere. Ich weiß nicht, was das gemacht hat. Digga, ich war auf diesem Fest. Ich wurde locker, ungelogen 100 Mal angesprochen. Ist jetzt kein Flex, aber von diesen 100 Mal, ich schwöre, 30 davon, was ich meiner Meinung nach viel ist, haben mich auf Tim Gio angesprochen, Digga. Bro, was habe ich mit Tim Gio zu tun? Ich guck mir nur die Clips an. Junge, die meinten, ruf mal Tim Gio an, wie findest du Tim Gio? Was ist deine Meinung mit Tim Gio? Mach mal einen Stream mit Tim Gio. Digga, alle haben Tim Gio angesprochen. Bruder, normalerweise haben wir immer, ja, ruf mal Papa Platte an oder so. Digga, jetzt auf einmal, ich soll Tim Gio anrufen. Ich hab nicht eine Sache mit ihm gemacht. Wie fandest du den Piccadilly? Boah, also der Wein? Nee, der Wein war schrecklich. Ich hab das nur getrunken wegen Alkohol. Ja, was war die schlimmste Verletzung, die du als Kind mal so bekommen hast? Ich habe eine neue Tasse. Bro, ich muss aber sagen, jetzt war scheiß darauf, dass Schanzenfest wirklich komplett in die Hose gegangen ist und dass das voll die dumme Idee ist, dass wir da hingegangen sind. Aber ich liebe Tim Vollert. Wow, ich liebe ihn. Ich will mehr Sachen mit ihm machen. Ich liebe ihn. Also er hat zwar wirklich einmal alleine, das habe ich ihm auch privat gesagt und er hat es auch eingesehen. Einmal hat er wirklich geisteskrank die Firma an die Wand gefahren. Also wirklich mit voller Wucht, 250 km/h, Porsche GT3, einfach komplett in eine verfickte Betonwand reingeballert. Aber sonst, ja, die Insel. Also das war echt, aber er meinte auch irgendwie, also er hat es eingesehen auf jeden Fall, ich habe ihm das privat gesagt, er hat es eingesehen und er meinte auch, er hatte so halbe Sonnenstich oder so. Ach, der war krass. Ganz ehrlich, krasses Glow-Up, Hugi. Dankeschön, Bastian, danke, wie du zu bist. Nächstes Streamer, wir gehen mit Tim Vollert. Ich schwöre, ich liebe Tim. Ich glaube, Tim und ich kommen sehr gut klar. Ich liebe ihn. Ich will mit ihm, was ich auf jeden Fall mache, ist, ich will mit ihm Minecraft durchspielen. 100%. Und er meinte, er hat auch Bock auf Hugo SMP mal zu kommen und sich von kleinen Kindern beleidigen zu lassen. Digga, hab ich so Bock drauf. Holy shit. Aber ich spiele auf jeden Fall mit ihm Minecraft durch. Das machen wir 100%. Digga, das wird geil. Vielleicht sogar in einem Raum. Mal gucken. Aber ich sag, Tim Vollert auf Hugo SMP, Gänsehaut. Was sagst du dazu? Tim Gio spricht jetzt selbst über Fitnercraft. Er sagt, er hätte richtig Bock mitzumachen. Hat von Rohat aber bis heute noch keine Einladung bekommen. Was soll ich dazu sagen? Bist du bei Fitnercraft dabei? Nein. Ich bin offiziell nicht eingeladen. Wenn es Updates gibt oder so, dann musst du Rohat fragen. Außerdem reagiert er auf die harten Kommentare aus seiner... Wie geht's dir for real gerade? Hab Loki Bock auf Deep Talk? Mir geht's also all in all geht's mir gut, mir geht's jetzt ein bisschen schlecht, weil, ne, Bruder, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, diese ganze Kritik, die komplett verständlich ist und nicht falsch verstehen, dass die mich nicht trifft, so. Natürlich trifft das einen, so, mir ging's den ganzen Tag, ging's mir schon scheiße, so, vor Stream. Ah, ist Tim da? Boah, rede mal! Tim, erstmal VIP, Bruder, was geht? Digga, der ist schon die ganze Zeit im Chat? Hell nah, Bro. Endlich, Bruder, sorry, ich hab dich gesehen, Bruder, tut mir leid.
Leute, folgt bei ihm rein. Ey, Tim, wie findest du mein Hemd? Das ist so ein bisschen, das könntest du anhaben. Tischdecke, hey. Siehst aus wie mein Politiklehrer. Okay, gut. Das hier. My team said I should wear this fit to the Met Gala. Bruder, ich schwöre, das wäre Loki Aura. Das wär wirklich Aura eigentlich. Wendy, sag mal, was war die schlimmste Verletzung, die du als Kind mal so bekommen hast, ne? So, Bein gebrochen, sowas, vom Fahrrad gefallen. Ich hatte mit 15, 16, also für mich ist so Kind so bis 18, hatte ich ein Aneurysma beim Kopf. Weißt du, was das ist? Du weißt safe, was das ist, oder? Fuck, okay. Das ist crazy. Ja, Go home. Totes Edit. Boah, ich vermisse Loki. Boah, ich hab einen TikTok. Das muss ich euch zeigen. Da hatte ich selber auch Loki, Nostalgie. Pass auf. Ja, das war so ein TikTok mit alten Hugo SMP Screenshots. Ja, das hier habe ich. Was sind deine Top 25 Lieblingsgerichte aller Zeiten? Top 5 Lieblingsgerichte, okay. Top 25. Nein, du hast Top 5 gesagt. Na gut, okay, mach einfach Top 5, wenn du keine Lust hast, über 25 Sachen nachzudenken. Pommes, Burger, Big Mac, Oreos und Hot Dogs. Warte, also in deinen Top 5 sind drei Sachen in deinen Top 5 es sind einfach 3 Burger. Ich liebe Burger. Du hast gesagt Pommes, Burger, Big Mac. Ja, irgendwer schickt gleich das TikTok bestimmt rein. Ich find's gerade nicht, ich hab keine Ahnung. Bro, das wäre der Server schon 10 Jahre alt? Nee, aber der Server ist actually schon fast ein Jahr. Ich hab's geliked auf jeden Fall, aber wir gucken mal hier. Wow. BND, Digga. Gibt es BND-Clan noch? Snow-Clan. ChatGPT AI in Snow-Clan, Bro. Gibt es ChatGPT AI noch? Ich hab den Monate nicht mehr gesehen. Wichtiger auf dem Server. Boah. Fuck, man. Ja, aber das war ein anderes auf jeden Fall. Der wurde gebannt. Für was? Für was wurde er gebannt? Yale Trading. Ai. Das Ding ist, ich würde sogar gerne Urlaub machen und nicht streamen, aber Digga, geht nicht. Oh nein. Digga, what the fuck? Bro, ich sag aber Real Talk, die Rage-Faten. Real Talk, die Rage-Faten. Die wissen ganz genau, was sie machen. Ich habe heute reingeschaut. Speed hat Hungerkeulen. Also Speed hatte Hälfte der Herzen, Hälfte der Hungerkeulen. Ganze Chat schreibt ihm Essen. Er sagt so, wie Essen? Ich habe doch gerade gegessen in Real Life. Dann er isst, aber nur einmal. Er war immer noch nicht voll. Es haben ihm 2 Hungerkeulen gefehlt. Er hat sich die ganze Zeit mit so gebratenen Kartoffeln ernährt. Dann Chat schreibt wieder, ja, ess jetzt mehr. Dann er sagt, okay, ich esse jetzt mehr, aber nicht mit gebratenen Kartoffeln, sondern mit einem Apfel, damit es genau voll ist. Digga, Ragefade. Ragefade, ich schwöre Ragefade. Kann nicht echt sein. Ich war 30 Minuten drin und beide haben nicht einmal geredet. Echt? Ah, ich war ein bisschen drin, die haben schon ein bisschen geredet. Die machen jetzt so eine Raid-Farm, Digga. Bro, ich find's krass, dass die eine Raid-Farm machen können und ich nicht. Ich hab noch nie in meinem Leben eine Raid-Farm gemacht, Digga. W's in Kent. Ne, Cat. Are you ready? Oh, ist das so laut? Ist das laut? Schau, letztes Slide. Oh, das war vom letzten Mal, ne? Ach, Digga, das ist sogar vom letzten Mal. Ach du Scheiße. Ich habe gesehen, ich hatte in der Pause, ohne zu streamen, mehr Subs als Hugo. So, das wollte ich noch einmal kurz irgendwo unterbringen. Das war mir noch sehr wichtig. Wie viel mehr hatte er? Weiß das jemand? Er hatte so 5... Boah, er hatte 5K? Digga, einfach, er hat 5000 Subs und er streamt 3 Monate nicht? Scheiße. Digga, das ist crazy. Papa L und so, ja. Crazy. Warum du eine Leckerei gegessen hast, wenn du keine Leckerei gegessen hast? Hölle nein! Hast du gegessen? Nun, ich frage dich. Hölle nein! Haben Sie hier eine Leckerei gegessen? Hölle nein! In Ordnung. Warum lügt ihr alle und sagt, sie hätte eine Leckerei gegessen? Wenn ich jetzt zurückblicke, warum du eine Leckerei... Oni-chan! Angry! Oni-chan! Flirty! Oni-chan! Reicht. Ich hab mein Profil mit bei dem Veganer-Chat. Heute ist der Marin Kitagawa-Tag. Heute muss jeder Marin reinmachen. Let's go, man. Let's go. Ich bin gespannt, was in 2 Tagen der nächste Trend ist, Digga. Wir hatten jetzt Bunny Girl Senpai. Wir hatten The Quintessional Quintuplets.
Und jetzt haben wir mal Maren. Ich bin gespannt, was der nächste Tag ist. Digga, als ich mein Profil, ich hatte gestern kurz mein Profil, oder was ist kurz? Ich hatte für so 12 Stunden hatte ich mein normales Profil mit, Digga, alle haben, also richtig viele haben so gehatet, so mach dein Profilbild wieder anders. Mach wieder Jotzuba rein. Digga, die waren richtig sauer alle. Digga, habt ihr gesehen, Chat, by the way? Apropos, wenn wir schon bei Kevin sind. Kevin meinte, gestern im Stream, ich habe einen Clip gesehen, er meinte, hier. Hugo will dich auf Hugo SMP? Bro. Ja, das kostet 50.000 Euro. 50.000 Euro pro Monat und ich spiele aktiv den Hugo SMP. Easy going, Bro. Ey, für 50k spiele ich... Real doch nicht aktiv. Ich finde, für aktiv müssen wir 100k droppen. Für 50k spiele ich so zweimal die Woche. Easy, Bro. Wir haben einen Deal, man. Wir haben einen Deal. 50.000, er spielt pro Woche zweimal drauf. Tamam. Tamam. Du hast kein Budget. Doch, ich nehme das Hugo SMP-Budget. Ich wusste nur mit Kellogg's drüber reden. Aber, Digga, 50.000? Tamam, wir haben einen Deal. Er kann ein bisschen runtergehen. 40.000 oder so. Zweimal die Woche für 5 Minuten? Na, er muss schon eine Stunde spielen. Wenn er pro Woche zweimal drauf spielt, mindestens eine Stunde. Ich glaube, Real Talk, ich gebe ihm 50.000. Real Talk. Er nimmt 50k, um deinen Server zu überfluten. Aber das darf er. Er ist Papa Platte. Handel runter auf 35k oder 40k. Er meinte aber doch 50k pro Hat er das gesagt? Bro. Ja, das kostet 50.000 Euro. 50.000 Euro pro Monat und ich spiele... Ich ziehe mein Deal zurück. 50.000 im Monat ist dann vielleicht doch zu viel, aber... vielleicht... Wie viel? Vielleicht war so Probemonat 20.000? Probemonat 20.000, jede Woche zweimal. Und danach kann man vielleicht gucken, so, also, er macht eh nicht, Digga. Thank you, Medusa. Thank you very much. Thank you. Du musst die Hochzeit sprengen. Klapp. Was ist das hier? Yes. Ja, das hab ich gesehen, Will you marry me? Boah, das ist ein bisschen Hardwatch. I will think about it. Give me 2 days. Yes or no? Okay, 2 days. Okay, I can wait. Yeah, wait. Guck, 2 days. Sie überlegt noch. 2 days. Yes. Coxy. In einem Tag wissen wir. Ob sie heiraten oder nicht. Aber on Stream? Ja, Mann, Digga, das war ja eh Verarsche. I guess. Also, I guess. Aber, ja. Bro, ich sage aber immer noch, ich habe auch ein UFO gesehen. IRL. 100%. Ich bin immer noch 100% der Meinung, dass es ein UFO war. 100%. Also ich sag euch nochmal, wie das aussah. Das sah so aus. Ich habe das nicht vergessen. Fetter roter Kreis. Dann mehrere Kreise, die in eine Richtung gehen. Dann noch mehr Kreise, die in die andere Richtung wiederum gehen. Und diese Lichter habe ich im Himmel gesehen. Und es war nirgendwo eine Show oder irgendwas. Ich war am Arsch der Welt. Da war nix. Also die haben sich in die Richtung gedreht, die haben sich in die Richtung gedreht. Und da war so, ich glaube, es waren 3 in der Mitte. Die haben sich auch wiederum in eine andere Richtung gedreht. Das war ein UFO und das war so groß und das ist in eine Richtung geflogen. Foto, ich habe ein Foto, aber es ist halt wie jedes UFO-Foto halt richtig scheiße von der Quali her. Weil ich hab's im Auto, es war während dem Autofahren und ich konnte nicht so richtig fotografieren halt. Boah, weiß jemand, wann das war? Das war 2023, aber ich weiß nicht genau, wann 2023. Also ich weiß nicht, was das ist. Das ist auf jeden Fall nicht das Bild, was ich gerade meinte. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Das habe ich in die Gruppe reingeschickt, aber das meinte ich eigentlich nicht. Oh mein Gott, ich hab's. Ja! Ich hab's. Hier ist das Bild. Das da. Dieses Teil hier. Was soll das sein, Bro? Was soll das sein? Da war kein Fest. Nix. Da war keiner mit irgendwie Licht auf Himmel und so, nix. Und das ist in eine Richtung geflogen, das ist ja nicht auf der Stelle geblieben. Man könnte jetzt argumentieren, ja, okay, das war irgendeiner mit Licht und, ne? Bro, das hat sich bewegt in eine Richtung. Das ist geflogen. Spiegelung in deiner Scheibe? Nein, Bruder, also das hier, vergiss das hier. Also das hier vergessen, das hier vergessen. Es geht nur um diesen Kreis hier. Alles andere ist wirklich Spiegelung vom Fenster, aber das war keine Spiegelung. Ich schwöre. Damals gab es keine AI. Wieso kein Video? Ich hab Video gemacht, man hat aber nichts gesehen.
Weil wegen dunkel und so. Warte, ich kann euch das Video auch zeigen. What the fuck? Bro, man sieht halt nichts, weil es dunkel ist. Aber hier hat man es gesehen. Bruder, vertraut mir, das ist ein UFO. Vertraut mir. Ich habe actually noch nie ChatGPT gefragt, was er von dem Bild hält. Ich frag jetzt mal. Hallo, ich habe 2023, glaube ich, ein UFO gesehen, weil ich habe so Lichter gesehen im Himmel, die sich so gedreht haben und in eine Richtung gefahren sind. Es war kein Fest irgendwo, kein Licht und es ist ja in eine Richtung geflogen. Ich kann dir gerne ein Bild schicken, wenn du willst. Kann ich dir das mal schicken? Schicken wir das mal. Okay, ich schick's dir. Hier ist das Bild. Okay, also ich sehe die Lichter, aber das sieht für mich eher aus wie ein Foto von einem Bildschirm und mit Bewegung oder langer Belichtung. Also ich sehe nichts Außergewöhnliches hier. Wenn du das Originalfoto... Bro, das ist das Foto. Ich habe das Foto abfotografiert von meinem PC aus. Ah, okay, also das ist quasi ein Foto vom Bildschirm von damals. Es ist ein bisschen schwer zu erkennen mit der Bewegung und der Unschärfe und so, aber ich würde sagen, also von dem Foto, ich kann nicht genau sagen, was es ist. Aber ja, also es ist ein UFO, wenn du nicht sagen kannst, was es ist, oder? Nee, nicht unbedingt. Ja, unbekanntes Flugobjekt. Richtig, aber es könnte alles Mögliche sein. Ein Flugzeug, ein Hubschrauber, eine Drohne. Das ist kein Flugzeug, das ist kein Hubschrauber. Das ist... Warum glaubt mir denn keiner? Das sind Lichter, die haben sich bewegt. Der Außenkreis hat sich in eine Richtung bewegt, dann der innere Kreis hat sich in die andere Richtung bewegt und dann wiederum der innere Kreis wieder in die andere Richtung und es ist geflogen. Okay, ich glaube, dass du das gesehen hast. Also ich sag nicht, dass du das nicht gesehen hast. Ich sag nur, dass das nicht gleich was Außerirdisches ist. Eine Drohnenshow? Seid ihr dumm? Digga, ich wohne am Arsch der Welt. Wo soll hier eine Drohnenshow sein? Ich war in keiner Stadt oder so. Bruder, ich war am Arsch der Welt. Drohnenshow, Bruder, ich küsse dein Herz. Spiegelung immer noch? Digga, du dummer Hund. Sorry, dass ich das so sage. Bro, das war keine Spiegelung. Ich habe extra meinen Kopf, ich habe diese scheiß Fenster runtergelassen und meinen Kopf aus dem Fenster gestellt, um zu gucken, ob es immer noch da ist. Und es war immer noch da. Das Foto ist nur im Auto entstanden, als ob ich jetzt mich so rausdenke, so mit dem Handy dann da rumfuchtel. Bist du dumm? Selfie, ich fick dich! Das hier ist Spiegelung, das aber nicht! Nein, Rage-Baited. Ich hab geguckt, da war keine Drohnenshow damals. Da wurde nix, ich hab alles gegoogelt damals. Schön, Martin Roth für Sleepy Voice, ein Sub raus. Nice. Jetzt kriegst du ganz besonders Sleepy Voice. Kannst du das Mikrofon ausmachen? Nee, aber ich kann dich staunen und einfach permabannen. Boah! Der war Let's go, man! Okay, wir haben Plan wieder verlassen.